Es sei, die Welt ist schön und wunderbar. Doch wo ich reiste, wo ich war, es trieb mich nach der Heimat stets zurück. Und nur daheim fand ich mein volles Glück. Die schönsten Märchen wissen Heimatfluren. Weil Väter hier und Ahnen ruhen, sie wissen den besten Trost. Wenn Leid aus Liebesküssen zu hart ins weiche Herz schlägt seine Spuren. Der Lebensweg Jakub Barths begann im stillen kleinen Dorf Kuckau, unweit der Klostermauern St. Marienstern, mitten in der katholischen sorbischen Lausitz. Als wirtschaftliches, kulturelles und religiöses Zentrum bestimmte das Kloster das dörfliche Leben. Die meisten arbeiteten auf den fruchtbaren Feldern des Klosters. Zur Ernährung ihrer großen Familie, bestehend aus 3 Generationen, verblieb ihnen nur ein kleiner Landstrich. Und dennoch lebten sie in Zufriedenheit. Hier atmen Haus und Strauch und Stein. Hier, wo am Herzen Mutter mich gewärmt, bleib ich, bis reif auf meinem Haupte liegt. Hier, wo die Mutter mich in Schlaf gewiegt, wo ich geschafft, gelacht und mich gehärmt, hier wird mir leicht die Erde sein. Am 20. August 1856 wurde Jakub Barth als 4. Kind eines sorbischen Kleinlandwirts geboren. Die Liebe zu seinem Dörfchen am Fuße des slawischen Burgwalls sowie zum sorbischen Menschen hat er sich ein Leben lang bewahrt. Diese tiefe Bindung prägte Barths literarische Werke, in denen er später von der sorbischen Erde sprach. Für tausende Augenblicke des Glücks fand der Dichter herrliche Worte, die er in eine wahrhaft vollendete Kunstform kleidete. Mit der ganzen Liebe seines Herzens und mit seinen unerschöpflichen Geistesgaben hatte er sich seinem Volk und seiner sorbischen Heimat verschrieben. In der Verlassenheit fremder Städte trugen ihn seine Gedanken und Träume immer wieder nach Hause, dort, wo sich die Muttersprache hinter den Hoftoren des Bauern oder des Kleinwirts verbarg. Und er mahnte die Jugend: Verlangt nach fremden Wesen nicht und fremder Art. Der Sorbenahnen Sprache ihre Treue wahrt. Verteidigt jede scholle Heimaterde hart. Bindet uns noch die Heimaterde? Hat sich denn das Rad der Geschichte nicht weitergedreht? Ich will auf jeden Fall versuchen, in die Lausitz zurückzukehren. Mich bindet hier meine sorbische Familie. Hier bin ich aufgewachsen. Hier wurde mir meine Muttersprache in die Wiege gelegt. Hier will ich leben, arbeiten und, wenn es geht, eine sorbische Familie gründen. Ist denn der Mensch heute nicht moderner, weltoffener als vor mehr als 100 Jahren? Als 15-Jähriger reiste Jakub Barth im Herbst 1871 zum ersten Mal nach Prag, um Theologie zu studieren. Prag war das Zentrum des reichen kulturellen Lebens der tschechischen Nation. Als Zögling des Lausitzer Seminars trat er dem sorbischen Studentenverein Serbuka bei. Diese literarisch-sprachliche Gesellschaft wurde seine Heimat und weckte in ihm ein tiefes Nationalgefühl.
In den dörflichen Vereinen sah er den Hoffnungsträger für den Erhalt des Sorbentums, wohlwissend, dass das nationale Leben, die Sprache und Volkskultur eine Nationalität entscheidend prägen. Er rief der jungen Generation zu, diesen kostbaren Schatz zu lieben, zu verteidigen und zu pflegen. Und heute? Ich meine, sorbische Vereine sind heute eine wichtige Grundlage für das Fortbestehen des Sorbentums. In ihnen spürt man das Zusammengehörigkeitsgefühl und das ist wohl das Wichtigste. Welcher Verein es auch ist, ob ein Jugendverein wie unser PAUK, wo die Jugend spürt, dass wir Sorben noch da sind, oder ein anderer, ist zweitrangig. Unser Ostroer Club ist ein wichtiger Bestandteil unseres Jugendlebens. Hier fühlen wir uns geborgen, bereichern durch Projekte unser Leben, selbstverständlich auf der Basis der Freiwilligkeit. Wir achten sehr darauf, dass uns das Sorbische nicht verloren geht. In Prag traf Barth auf namenhafte Slawisten, die ihm bei der Vervollkommnung seiner eigenen Sprachkenntnisse hilfreich zur Seite standen. Schon nach wenigen Jahren beherrschte er die sorbische Muttersprache meisterhaft. Als 21-Jähriger kritisierte er in der Studentenzeitschrift Lipa Serbska in einem polemischen Aufsatz die Haltung der älteren Sprachwissenschaftler. Mit erstaunlicher Klarheit schätzte er die damalige Situation ein, befasste sich mit der Lösung literarischer, nationaler und sozialer Probleme. Er erntete dafür nicht gerade Anerkennung. Herr Barth, Ihr Aufsatz ist übertrieben, verwegen, revolutionär. Und unsere alten Patrioten fühlen sich verletzt. Verletzt? Weil ich die Wahrheit sage? Der größte Schutz unserer nationalen Existenz ist die sorbische Sprache. Gerade aber sie hat sich ziemlich verirrt und sich durch ihre große Gelehrtheit so weit vom Volke entfernt, dass es sie schon gar nicht mehr versteht. Kurz, die Sprache wird von Tag zu Tag liederlicher und unsorbischer. Man wird ihnen sagen, dass sie noch jung und unreif sind und dass sie anständig gegenüber Gelehrten auftreten sollen. Wer ist gelehrt? Wer gebildet? Der Wissenschaftler von Profession hält sich wie eine Zecke an das, was er in der Jugend erlernte, ungeachtet dessen, ob sich die Verhältnisse geändert haben. Der wirklich Gebildete jedoch begrüßt mit Freuden jeden neuen Gedanken, jede neue Idee, überprüft sie und entscheidet sich, wenn sie wirklich gut und gesund ist, gern ihr zuliebe, die alten Anschauungen verwerfend für das neue Ziel. Und wissen Sie auch, dass die Alten, besonders Pfuhl, eine Gegenschrift veröffentlichen wollen? Ich habe damit gerechnet. Barth trat jenen Philologen schärfstens, aber sachlich entgegen, die durch ihren philologischen Purismus dem Volk die Schriftsprache entfremdeten und somit mehr Schaden anrichteten, als Nutzen brachten. Jan Arnošt Smoler, der Verleger, Publizist und Wissenschaftler, wollte jedem Streit und Zwist aus dem Wege gehen. Er sah aber bald ein, dass der junge Barth recht hatte. Barth hatte in seinem Aufsatz eine moderne, neue Schriftsprache, ein neues Programm und einen Umschwung in der Literaturkritik erarbeitet. Und wirklich, die Jugend hatte gesiegt und Jakub Barth vertiefte in seinen späteren Werken jene Gedanken, die er in seinen Aufsätzen stets verteidigte. Überzeugt von der Bedeutung des Theaters als Bildungsmittel für das Volk, schrieb Jakub Barth: Ich weiß sehr wohl, dass es eine sehr schwierige Aufgabe ist, auf dem höchsten Gebiet der Literatur als Erster einen Weg bahnen zu müssen. Aber schließlich muss auf diesem verödeten Acker doch das Pflugschar angesetzt werden.
Mag es zerbrechen oder nicht, es muss begonnen werden. Im Jahre 1878 schrieb Barth im Aufsatz Das Theater in Lehndorf: Das echte, wahre Theater ist ein wichtiger Faktor, Bildung zu wecken und zu verbreiten. Es ist ein mächtiges Mittel, verschiedene Gedanken und hohe Ziele ins Volk zu tragen und in ihm zu verwurzeln. Barth wollte die Nationalliteratur durch neue, bisher noch fehlende künstlerische Formen bereichern. Er griff selbst zur Feder und schrieb das Drama Auf dem Burgwall. In diesem ersten Versuch sorbischer Dramatik vermittelte er seinem Volk ein Stück seiner Geschichte, von der die meisten so wenig wussten. Es war ihm wichtig, die Handlungen volksnah darzustellen und sorbische Denkweisen in ausdrucksstarker Sprache wiederzugeben. Im Laufe seiner weiteren Tätigkeit erkannte Barth, dass die Lyrik seinem Dichtertalent am besten entsprach. Im Jahre 1884 veröffentlichte er sein aufsehenerregendes Werk Buch der Sonette. Zum ersten Mal unterschrieb er mit dem Pseudonym Cieszynski, der Stille. Es war der Beginn einer neuen Epoche der sorbischen Poesie. Im perfekten Sorbisch mit neuen klassischen Sprachmitteln bewies Cieszynski in seinen Gedichten die Richtigkeit der von ihm aufgestellten poetischen Grundsätze, klare, edle Gedanken in entsprechende vollkommene Form zu gießen. Wie aber war das Echo bei den Sorben? Unter den Konservativen der sorbischen Intelligenz gab es Ablehnung. Doch andere nahmen das Buch mit Begeisterung an. Es war der Beginn der sorbischen Klassik, bei der zugunsten der schönen Form nie der klare Gedanke geopfert werden sollte. Mi se zda za bez Cieszynskiego nie by serbska literatura do dženca tak nič mogla. Ja sam sem ve vojnie. Ich meine, dass sich die sorbische Literatur ohne Cieszynski nicht so entwickelt hätte. Ich selbst nahm mir das Buch der Sonette mit in den Krieg, nicht nur wegen seines Inhalts, sondern wegen seiner Sprache. Und das hat mir viel gegeben. André Seelers Sprache in seinen Volksliedern war einfach, seiner Zeit angemessen und sprach das Volk direkt an. Aber unterdessen hatte sich die sorbische Intelligenz entwickelt und deshalb war es notwendig, andere Literatur zu haben. Das hatten wir erreicht in der Poesie, aber nicht in der Prosa. Nach seinem Wirken als junger Kaplan in Ralbitz und als Administrator in Radibor wurde Cieszynski im Jahre 1887 nach Schirgiswalde versetzt. Damals ahnte er noch nicht, dass damit eine 16-jährige Wanderung durch die verschiedenen deutschen Kaplaneien begann. Als katholischer Geistlicher setzte er sein dichterisches Schaffen fort. Der Kampf um nationale Gerechtigkeit, das Streben nach kultureller und geistiger Weiterentwicklung seines Volkes, die materielle Not und die Bevormundung durch die Obrigkeit waren Inhalte seiner Lyrik. Die bittere Konsequenz war, dass er ein Leben als Fremder unter Fremden führen musste. Cieszynski war tief verletzt. Er ließ sich aber nicht den Mund verbieten. Die Geradlinigkeit seines Charakters, seine Hartnäckigkeit, Besessenheit, seine cholerische Art, aber auch sein tiefes Verständnis für Gerechtigkeit machten ihn unliebsam bei der Obrigkeit und brachten ihm auch beim Volk kein Verständnis. Cieszynski, ein tragischer Rebell, Sonderling,
Irrer oder doch ein Genie? Sein Leid, seine innere Verletzlichkeit, aber auch seinen Kampf mit den konservativen Kräften, die sein Schaffen lähmen sollten, drückte er mit einer neuen dichterischen Form aus, mit der Satire. Tanzen, wie die anderen pfeifen, mit den Wölfen blasen in ein Horn. Viel zu niedrig war mir's, um es zu begreifen. Drum war ich so vielen stets ein Dorn. Cieszynski war ein Meister des Wortes. Die poetischen Inhalte und äußeren Formen hat er zu einem harmonischen Ganzen zusammengeschweißt. Die sorbische Sprache wurde durch ihn zum Leben erweckt. Und die sorbische Literatur erhielt einen ebenbürtigen Platz in der Weltliteratur. Doch der Dichter blieb ungehört und unverstanden von den Seinen. Das war seine Tragik. Und die Tragik des sorbischen Volkes war, dass es ihm geistig nicht folgen konnte. Aber auch ein großer Teil der sorbischen Intelligenz schwieg und lehnte denjenigen ab, der völlig neue Wege ging. Cieszynski, der energische, kompromisslose, stolze und der Ungehorsame gegenüber seiner Obrigkeit. Er schuf sich selbst seine Feinde. Doch in all seinem Leid spüren wir in seiner Poesie auch den Menschen Barth, den empfindsamen, voller Liebe zum Menschen und zur Natur, den Dichtermenschen, der über alle Dinge des Lebens spricht. Sein Buch Natur und Herz ist eine Sammlung zarter Liebeslieder, in denen er die Natur mit gefühlvollen, lyrischen Bildern beschreibt. Doch dass er gerade dieses Buch der Sängerin Teresa Sakowa widmete, hat ihn wahrscheinlich bei der kirchlichen Obrigkeit in noch größere Missgunst gebracht. Als Cieszynski im Jahre 1888 nach Dresden versetzt wurde, hoffte er, dass der Kontakt zu Dresdner Kulturschaffenden ein Stück Heimat ersetzen würde. 8 Jahre lebt er in der Nähe des sorbischen Komponisten Bernhard Krautz. Gemeinsam wollten sie sorbische Konzerte veranstalten, aber Cieszynskis Poesie ließ sich schwer vertonen. Erneute Auseinandersetzungen mit der Obrigkeit brachten den Dichter zum Schweigen. 8 Jahre hatte er seine Gedichte nur dem Schreibtisch anvertraut. Beide sind wir für unser Volk in gleicher Weise begeistert, jeder auf seine Art. Wir dürfen uns nur nicht mit unserer Arbeit zum Volke herniederbeugen und uns mit ihm im Staub wälzen. Arroganz eines sorbischen Künstlers? Ja to przyjrzym nie bym miał za Arroganzu Krautza. Ich halte diese Aussage nicht für Arroganz, eher umgekehrt. Ich denke, beiden lag das sorbische Volk am Herzen und beiden war dieses Volk das Ideal. Eher ging es bei dieser Aussage gegen diejenigen, die dem einfachen Volk zu wenig zumuteten. Das war ja das Problem, weil man meinte, naja, das Volk kann nichts, versteht nichts und deshalb müssen wir etwas Einfaches schaffen. Aber Krautz und Cieszynski sagten, das Volk versteht sehr wohl, wenn wir ihm das Angebot machen. Beide, Cieszynski und Krautz, haben recht. Cieszynski sagt, der Dichter muss wissen, wie das Volk denkt, fühlt und spricht. Und in diese Seiten muss er greifen. Und Krautz sagt, wir müssen dem Volk mehr zumuten. Man sollte das Volk nicht unterschätzen. Cieszynskis Werk, die sorbische Poesie, sprachlich und formal so zu gestalten, dass sie im mitteleuropäischen Kontext bestehen kann, ist eine sehr, sehr große Tat.
Im Jahre 1896 wurde Cieszynski aus dem Schlaf erweckt, als ihn die Obrigkeit in die Einsamkeit des Klosters Zakupy nach Böhmen verbannte. Nach 8 Jahren erhob er erneut seine Stimme. Seine Enttäuschung, Empörung und Verzweiflung drückte er in einem neuen Gedichtband aus. Das Büchlein mit dem Titel »Aus dem Leben« war ohne Widmung. Wem sollte er auch seine Ironie als Freundschaftsgeschenk zumuten? Die Verlassenheit führte ihm die Feder, aber untergrub auch seine Gesundheit. (1898) wurde Cieszynski nach Chemnitz versetzt und war nun von seiner Heimat noch weiter entfernt. Das schmerzliche Erleben in der Fremde hatte ihm aber nicht das Rückgrat gebrochen. Er stand stolz vor seinen Vorstehern, aber er litt im Innersten seines Herzens. Zeitweise drohten seine Kräfte unter der seelischen Not zusammenzubrechen. Im Jahre 1901 weilte Cieszynski in einem Sanatorium für psychisch Kranke. Er war ein gefesselter Mensch. Zeitgenossen verurteilten ihn, um ihn in Misskredit zu bringen und seinen Einfluss auf das Volk zu schwächen. Je mehr man gegen ihn vorging, umso schärfer wurde seine Feder. Tief und ergreifend waren seine Gedichte, immer mit dem Ziel, der Kunst einen wahren Inhalt zu geben. Dennoch bleibt mein Glaube unerschüttert. Niemals wird mein Sorbenvolk vergehen. Stiehl mir diesen Glauben aus dem Herzen und zur Feder greifen will ich nimmer. Nicht den kleinen Finger rühren für mein Volk, für dieses Land hinfort. Wie ein Adler erhob er sich, erholte sich in hohen Lüften und überwand mit seiner Wahrhaftigkeit und Unerschrockenheit Unrecht, Demütigung und Niederlagen. In Dornen haben sie mich mit der Peitsche gejagt, bis dass mein Blut in Adern rollte. Die Todesglocken läuteten sie mir schon, und doch schlägt mein Herz noch. Ich habe zu Wahrheit und Treue gehalten. Aber der Aufenthalt in der Fremde hinterließ seine Spuren. Zeitweilig wurde der Dichter depressiv und apathisch. Nach kurzer Tätigkeit als Geistlicher in Radeberg wurde er schließlich mit 47 Jahren pensioniert. Endlich durfte er wieder in die geliebte Lausitz zurückkehren und ließ sich in seinem Geburtsort nieder. Viel wollte er noch schaffen. Er hielt Vorträge, las Korrekturen, dichtete und wartete vergebens auf Honorare. Gern unterhielt er sich mit Häuslern oder Bauern bei einem Glas Wein. Cieszynski ein Trinker? Auch in der Heimat fehlte es nicht an neuen Anfeindungen. Psychisch und physisch völlig erschöpft starb er am 16. Oktober 1909. Nur wenige Sorben geleiteten ihn zu Grabe. In Ostrów, wo einer seiner großen Förderer und Gönner, Kanonikus Jakob Hermann, lebte, fand Cieszynski seine letzte Ruhestätte. Wie viele haben um ihn geweint? Hat das sorbische Volk damals überhaupt die Größe und Bedeutung des Dichters Cieszynski begriffen? Taten mögen reden.
Noch nie hatte ich beim Schreiben diesen Tag nur und den folgenden im Sinne. Schaffen will ich auch für ferne Zeiten und zu kommenden Geschlechtern sprechen, denn ich bin der Zukunft unseres Volkes mir zutiefst gewiss. Höher Tag für Tag ringen wird es sich zu lichter Bildung, also darf auch unsere Kunst nicht ruhen. Höher aufwärts muss sie rastlos streben, unablässig weiter vorwärts schreiten. Zeigen wir durch reichen Geistesfrüchte allen Völkern, dass wir Sorben leben wollen und ein Lebensrecht besitzen. So erwerben wir uns Anerkennung, Achtung, Liebe in gerechten Herzen, und so werden wir, uns selber helfend, gute Diener unseres Volkes sein.